Hallo zusammen, heute schauen wir ein bisschen an, was ich letztes Mal aus dem Video rausgeschnitten habe über Würmer. Ich bin der Jordi Carvalho, ich bin Tierheilpraktiker, Tierkinesiologe und auch Kinesiologe für Menschen und Ernährungsberater für Katzen und Hunde. Ich würde sagen, wir gehen ins Video. Wenn eure Hunde im Frühling Lust haben, Gras zu fressen, und das Thema sind Würmer, gerade im Frühling. Offiziell können Katzen und Hunde keine Würmer aufnehmen, einfach über Gras. Also vor allem, es kommt auf was Würmer, aber jetzt vor allem Bandwürmer kommen. Eigentlich braucht es dort dazwischen Wirt. Und normalerweise läuft das aber so im Frühling, dass die verschiedensten Würmer quasi an die Spitze, ich tue das jetzt wirklich überspitzt darstellen, überspitzt an die Spitze gehen, damit Kühe, Geissen, Schof und andere Rehe, andere Pflanzenfresser die Parasiten aufnehmen und damit die ihres Leben, also der Parasit, ihres Leben beginnen kann. Also das ist so quasi ihres Frühlingsgeschenk. So, ja, da bin ich komme da rauf, friss mich. Es gibt in Insiderkreisen, leider, soviel ich weiß, noch keine Veröffentlichungen von diesen Thesen. Es gibt Theorie, also es gibt die These in Insiderkreisen, dass auch Fleischfresser die Parasiten im Frühling, weil sie so wie Ufen als Gras kommen, übernehmen, also in sich aufnehmen können. Da es jetzt noch keine wissenschaftliche Beweis dafür gibt, lasse ich das einfach mal im Raum. Was man allerdings weiß, dass gewisse Wurmarten, die werden sowieso, also alles was über die Erde übertragen werden kann, wie Spulwürm, Hakenwurm etc., oder über Kot übertragen werden kann, eben wie Spulwürm, Hakenwurm etc., Schadling und so, das kann natürlich auch über das Gras übertragen werden, vor allem am Morgen früh, wenn es noch Tau dran hat. Oder alles, was auch Schnecken übertragen. Und da hat man jetzt auch wieder Bandwürmer drinnen und andere Parasiten, die in ihrem Schleim sind und dann noch die Feuchtigkeit hat vom Morgentau, dann kann sich tatsächlich das quasi konservieren und wenn ein Hund das dann frisst, kann es aufgenommen werden. Jetzt macht euch keine Panik, auch hier gilt, deswegen nicht blind entwurmen, sondern einen Wurmcheck machen über ein Labor, euch ein Vertrauen, wo ihr könnt checken könnt, hat mein Hund oder meine Katze Würmer und wenn ja, welche, damit gezielt behandelt werden kann, damit man keine Resistenzen fördern, wie das jetzt zum Beispiel bei den Nutztieren bereits passiert, bei gewissen Wurmarten, dass gewisse Würmer bereits resistent sind, damit man das bei Katzen und Hunden nicht auch haben. Also, ja, es kann ein Problem sein. Meine dürfen zum Beispiel am Morgen kein Gras fressen, weil meine haben sich also schon zweimal mit Schafsbandwurm angesteckt, obwohl sie wirklich keine Schafkögel fressen und auch keine Mäuse mehr ums Haus herum fressen dürfen oder sonst, damit ich auch ausschließen kann, dass es von dort kommt. Also, seit sie nicht mehr am Morgen dürfen raus und Gras fressen am Morgen, haben sie keine Holzanlängen, keine sonnigen Bandwürmer mehr gehabt oder sonstiges Gewurm mehr. Und was natürlich auch wichtig ist, die beste Vorsorge, dass sie gar nicht erst Würmer bekommen, ist tatsächlich eine gute Ernährung und ein gutes Immunsystem. Bei Hündinnen, wenn sie läufig werden, ist es natürlich, dass ihr Immunsystem ein kippt. Dann sind sie auch anfälliger dafür, dass sie Würmer bekommen. Dann macht es wieder sehr viel Sinn, wenn ihr nach der Läufigkeit so eine Kotanalyse machen. Zu den Infos, die ich euch jetzt wieder gegeben habe, vom letzten Video, das ich herausgeschnitten habe, möchte ich euch jetzt noch sagen, dass es natürliche Wege gibt, prophylaktisch für zu sorgen, dass das Milieu im Darm oder im Körper, aber vor allem im Darm, so ist, dass die Würmer sich gar nicht erst ansiedeln wollen, bzw. sich vermehren können. Das ist jetzt wirklich ganz vereinfacht erzählt. He? Also, wichtig zu wissen, mit schulmedizinischen Mitteln, ich sage extra nicht Chemie, weil auch Phytotherapie ist schlussendlich Chemie. Klassisches Wurmmittel hat keine prophylaktische Wirkung, weil so ein Mittel nur ungefähr 24 bis 48 Stunden je nach Mittel wirkt. Das heißt, wenn in dem Zeitraum Würmer da sind oder aufgenommen werden,
ist ein Schutz da. Nachher nicht mehr. Das heisst, auch in gewissen Feriengebieten werden gewisse Entwurmungsweisungen empfohlen oder Empfehlungen weitergegeben. Und die werden mit ich nenne es jetzt allgemeinen Wurmmitteln empfohlen. Das heisst, man schaut dort nicht, ist ein Wurmbefall da, weil es ist ja eine prophylaktische Therapie, sondern man gibt einfach ein Mittel, das zugelassen ist als Vorbeugung gegen diese Wurmarten und gibt die dann nach Schema und geht dann davon aus, ohne nachzukontrollieren, dass das funktioniert hat, bzw. dass sich dann das Tier gar nicht anstecken kann mit diesen Parasiten. Die Empfehlung, die von der Weltorganisation kommt, heisst, also das ist im Fall nicht WHO, es gibt extra WHO für Veterinärwesen. Ich kann euch die sonst auch noch verlinken, wenn euch das Wunder nimmt. Das ist halt alles Englisch, aber heutzutage können die meisten doch Englisch. Wir sagen nämlich ganz klar, es darf kein Tier entwurmt werden ohne medizinische Indikation. Das bedeutet, man soll nur dann entwurmen, wenn nachgewiesen worden ist, was für ein Wurm ist das. Dann kann man nämlich differenziert auf diese Wurmart entwurmen. Natürlich kommt immer alles auf den Kontext drauf an. Und natürlich ist so eine Weisung auch immer so gedacht, dass das Wissen in die Praxis einfließt. Und genau um das geht es mir jetzt auch. Es gibt Momente, wo man vielleicht sagt, hey, weißt du was, jetzt gebe ich mal ein Mittel prophylaktisch mit dem Wissen, dass es nur 24 bis 48 Stunden wirkt, weil das jetzt gerade Sinn macht. In der Regel macht es Sinn, zuerst mal zu schauen, was ist da, also ist überhaupt etwas da, was ist da und wie kann ich jetzt differenziert entwurmen. Also das heisst, wenn ich weiss, was es ist, kann ich auch das richtige Wurmmittel nehmen. Oft reicht dann übrigens auch eine einmalige Kur und man muss nicht einmal nach 2 Wochen oder 4 oder 6 Wochen wiederholen, sondern man macht eine einmalige Kur, macht dann, je nachdem was für ein Parasit es ist, nach Zeitrahmen nochmal eine Kotprobe und sieht dann, ob es wirklich nochmal eine zweite Tablette oder Paste oder Spritze braucht oder ob es das erste Mal gelangt hat. Meine Erfahrung ist, wenn ihr es so handhabt, dass ihr wirklich zuerst testet, schaut, was es ist, differenziertes Mittel aussucht, beziehungsweise euch das differenzierte Mittel vom Tierarzt holen. Und eben meine Erfahrung ist wirklich, dass dann die einmalige Kur mit dem richtigen Mittel langt und man nicht das zweite Mal nochmal muss. Weil eben jede Wurmkur muss man sich halt einfach im Kopf haben, ist eine Belastung für das Entgiftungssystem, für die Leber. Und umso weniger wir die Leber belasten müssen, umso besser ist es, weil wir wollen ja alle, dass unsere Tiere möglichst lang, möglichst gesund sein können. Und wir wollen alle auch, dass es keine Resistenzen gibt in dem Sektor, dass falls mal Würmer da sind, dass man auch behandeln kann. Natürliche Wege von der Prophylaxe gibt es tatsächlich, eben weil dann das Darmmilieu unterstützt wird, so dass die natürliche Abwehr gegen Parasiten, die es tatsächlich gibt und die übrigens auch genetisch festgelegt ist, beziehungsweise das Immunsystem im Darm wird 50-50 von den Eltern übernommen und dort drin gibt es auch Codes gegen die Abwehrstärke von Parasiten. Anderes Thema. Okay, wenn ihr jetzt eben die natürlichen Mittel gebt, also meistens gebt ihr dort Kräuter, die sowohl den Darm aufbauen wie auch den Darm reinigen. Und die machen dann durch das, dass der Darm quasi seine Ressourcen wieder voll schöpfen kann, helfen die, dass auch das Immunsystem, das im Darm liegt, sich entsprechend gegen die Parasiten wehren kann. Ich würde das jetzt wirklich sehr vereinfacht erklären. Und dort zeigen Erfahrungswerte, dass es wirklich funktioniert. Und mit Erfahrungswerten meine ich jetzt nicht nur ich und meine Praxis, sondern ganz viele Kollegen, wo ich eng oder auch nicht eng im Kontakt stand oder wo ich über 2 Produkte, mit denen ich arbeite, zur Wurmprophylaxe und dort mit ganz vielen Therapeuten in Kontakt stand, über 10 Jahre. Und wir haben alle die gleiche Erfahrung. Und wir arbeiten alle mit Kotproben und du siehst wirklich, es funktioniert. Es gibt sogar
Wurmarten, die man mit der Natur kann erfolgreich behandeln kann. Aber dort sage ich jetzt nicht mehr dazu, weil dort gehört auch wieder Fachpersonal hinten dran. Ja, also ihr wisst jetzt, es kann funktionieren. Also wenn ihr prophylaktisch wirken wollt, empfehle ich euch wirklich mit natürlichen Mitteln zu arbeiten und dann trotzdem unbedingt, je nachdem wie ihr wohnt, was ihr für ein Tier habt und auch ob ihr in die Ferien geht, wo ihr in die Ferien geht, was für Alter eure Katze, Hund hat, tun ihr wirklich so eine Kotprobe alle 3 Monate, spätestens einmal im Jahr machen. Damit ihr wisst, was dort im Körper innen läuft, weil es gibt ganz viele Wurmarten, dort sehen ihr lang nichts. Viele Leute haben immer das Gefühl, ja, solange ich es nicht hinten raus krabbeln sehe, haben sie auch keinen Wurm. Solange sie nicht gerade abnehmen, haben sie auch keinen Wurm. Das kommt auf den Parasit drauf an. Darum, Kontrolle ist besser als blindes Vertrauen. Und blindes Vertrauen wäre blind zu entwurmen. Und Kontrolle ist, einen Check zu machen, schauen, was los ist und entsprechend therapieren, was nötig ist, also gezielt. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal.